Es freut mich sehr, dass ich kurz mein Herz teilen darf über etwas, das mich aktuell sehr beschäftigt. Jesus hat ja verschiedene Sachen hergewiesen, was in der letzten Zeit wird laufen. Ich weiß nicht, wann das die letzte Zeit ist, aber ich nehme an, wir sind irgendwo da drinnen. Und ich weiß auch nicht, wie lange es geht, aber wir sind auf jeden Fall weiter als je zuvor. Und da hat Jesus etwas ganz Spannendes gesagt. Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird bei den meisten die Liebe erkalten. Krass, ich lese noch einmal. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird bei den meisten die Liebe erkalten. Das ist eine Aussage, die Jesus gemacht hat in Bezug auf die letzte Zeit, bevor Jesus wieder zurückkommt. Und mich beschäftigt das. Weil der gleiche Jesus ist ja kurz vorher gefragt worden, Matthäus 22, was ist das Wichtigste? Und damit auch das wichtigste Gebot, aber echt das Wichtigste, was uns wirklich zum Leben bringt. Und dann sagt er, lieb Gott von ganzem Herzen, Vers 37, mit allem, was du bist. Und wirklich, gib ihm die total her. Und der nächste Vers ist natürlich dann und lieb die Nächste für dich selber. Aber damit sagt Jesus, das ist absolut das Wichtigste, ist wirklich die Liebe zu unserem lebendigen Gott. Und 2 Kapitel später sagt er, aber es wird eine Zeit kommen, wo die Liebe, nicht nur in ein paar wenigen, die jetzt irgendwie neben rausgeschlittert sind, den meisten wird kalt. Und das beschäftigt mich für mich persönlich. Hey, bin ich in dieser Liebe zu Jesus unterwegs? Natürlich kommt uns da sofort die Geschichte in oder ein Sendschreiben, wo Gott in der Offenbarung 2 an Ephesus schreibt, und er sagt, hey, die Gemeinde, und er beschreibt er sie, die ist sehr impulsiv, sie hat ein gigantisches Programm gehabt, hat vieles bewegt. Aber dann sagt er schockierendermaßen, sagt er, aber er hat etwas verlassen, nämlich die erste Liebe. Also damit ist schon mal klar, die erste Liebe ist nicht das Messen an unserer Tätigkeit oder an das, was wir denken oder fühlen oder handeln oder das gegen aussen, was da erscheint, sondern die erste Liebe ist eine tiefere Qualität als das, was man so von aussen wahrnehmen kann. Und darum werde ich für mich selber immer wieder mich fragen, hey, bin ich noch in dieser ersten Liebe? Ich hatte mal einen Geburtstag, wo ich mir die Frage sehr gestellt habe und gesagt, anstatt einer Geburtstagsparty oder irgendetwas, möchte ich am Abend mich nochmal mit dem Film Passion beschäftigen. Das ist ja Mel Gibson, die krasse Geschichte, wie Jesus ans Kreuz genagelt ist worden. Und ich habe gemerkt, ich will mich an meinem Geburtstag nicht mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, sondern mit dieser Grundfrage, bin ich noch in dieser Liebe? Und ich muss sehen, was Jesus für mich gemacht hat, damit ich wirklich immer wieder konfrontiert werde mit dieser Liebe. Und die Frage ist nicht an diesem Geburtstag abgehäkelt worden. Die Frage beschäftigt mich heute immer noch. Und spannenderweise eben, sagt hier Jesus, Gesetzlosigkeit wird wegfallen und das wird dazu führen, dass die erste Liebe erkaltet. Damit würde ich schon sagen, drückt er aus, dass die Stellung vom Wort Gottes wird abnehmen. Das Wort Gottes ist ja nicht nur einfach das Gesetz, es ist ja viel mehr als das Gesetz. Es ist ja ein Liebesbrief vom Himmel. Und trotzdem drückt sie das aus. Es zeigt uns den Weg, wo wir gehen sollen. Und es sagt, hey, wenn das wird wegfallen, immer wie mehr wird an Qualität verlieren, wird eure Liebe immer wie mehr an Qualität verlieren. Und darum ist für mich schon dort eigentlich der erste Ansatzpunkt. Hey, wie stehe ich im Zusammenhang mit dem Wort Gottes, wie bin ich mit dem unterwegs? Das würde mir auch offensichtlich, wenn ich das Wort Gottes richtig verstehe, sehr viel Aufschluss geben, ob ich noch in der ersten Liebe bin oder nicht. Was ja nicht heisst, ja, wenn ich jeden Tag eine Bibel lese, ist das alles kein Problem. Nein, das meine ich jetzt nicht. Und trotzdem, wenn die Stellung vom Wort Gottes eine Höhe ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass meine Liebe zu Jesus noch nicht abgeflacht ist. In Johannes 15 sagt Jesus, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also er sagt, hey, die Liebe hat ganz viel zu tun mit dem, wie respektvoll wir mit dem umgehen, was Gott zu uns redet. Das wäre für mich mal ein erstes Indiz. Und das andere Indiz, wenn ich meine erste Liebe checken kann, ist die Frage der Priorisierung. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ich würde sagen, es müsste eine zeitliche Priorisierung sein.
Also, hey, sorry, all das, was ich liebe, ist sichtbar in meiner Agenda. Im Sommer liebe ich Tennis spielen. Hey, das siehst du in meiner Agenda. Hier steht der Name, hier steht es wieder, hier steht es wieder. Manchmal habe ich schon nicht dafür schreiben, Tennis, ich schreibe dann nur noch den Namen. Dann könnte es ja sein, dass es ein Mentoring-Gespräch ist. Das ist ein bisschen super tarnet. Aber ich meine, damit meine ich mehr, hey, es geht darum, das, was du wirklich liebst, das ist sichtbar. Für das hast du Zeit und Raum geschaffen. Sorry, wenn du etwas nicht liebst, dann ist es so nicht sichtbar in deiner Agenda. Für mich ist die Frage vor Priorisierung, neben der Frage vom Wort Gottes, wenn ich meine erste Liebe checken will, hey, ist das sichtbar in meiner Agenda? Habe ich Zeiten, wo ich wirklich in dieser Beziehung mit Jesus einfach mit ihm bin? Das offenbart sehr viel. Die zweite Priorisierung wäre sicher die gedankliche Absorbierung. Also ich kann nicht meiner Frau sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich habe einfach die letzten 3 Wochen nie mehr an dich gedacht. Sorry, dann muss ich sagen, hey, was schläfst, das ist nicht wahr. Also Priorisierung zeigt mir, wie gedanklich bin ich mit dieser Person unterwegs. Und das wäre für mich der zweite Check im Bereich von Priorisierung. Und der dritte ist, was habe ich für eine Rangfolge bei meinen Aufgaben, die ich erledige. Also, wenn die Liebe und die Beziehung zu Jesus immer das letzte To-Do ist und wir sagen, hey, wir haben so viel zu tun gehabt, es hat einfach nicht gelangt. Hey, dann müssen wir uns irgendwie nichts vormachen. Dann ist die Priorisierung nicht vorhanden. Und dort, wo die Priorisierung nicht vorhanden ist die Chance gross, dass die Liebe ja nicht vorhanden ist. Und mit diesen Fragen bin ich unterwegs. Erstens, ist meine Liebe zum Wort Gottes total da? Und zweitens, wo und wie lebe ich Priorisierung? Es ist auch spannend, dass nicht nur die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden viele die Liebe erkalten, sondern es gibt ja eine ganz krasse Geschichte. Im Hosea 3, Vers 5 sagt Gott nach dieser Geschichte, das muss ich noch kurz vorlesen, ich erzähle euch dann auch noch die Geschichte, da sagt Gott, nach dieser krassen Liebesgeschichte, danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, suchen und David, ihren König. Also das ist natürlich auf Jesus bezogen. Und sie werden sich bebend vor dem Herrn, zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Das ist der Abschluss von dieser krassen Geschichte zwischen Hosea und der Gomer. Der Gomer war eine Prostituierte und der Hosea hatte den Job gehabt, die Prostituierte zu heiraten. Stell dir mal die krasse Geschichte vor. Der Hosea, ein Traumschwiegersohn, muss auf einmal eine Prostituierte von ihrem Dorf oder ihrer Stadt heiraten. Ich meine, schon das ist krass. Und Gott sagt, hey, mach das, um der Welt zu zeigen, wie gern sie Menschen haben. Und der Hosea macht es. Heiratet die Gomer. Eine krasse Geschichte. Aber die wird noch viel krasser. Gomer verlässt ihn wieder, obwohl sie bereits 2 Kinder haben. Und geht wieder weg. Und dann könntest du sagen, okay, ja, es war mal schön gewesen, das ist ja krass, was der Hosea bereit ist, aber jetzt ist es halt in die Hose. Und jetzt kommt Gott nochmal zum Hosea und sagt, kauf sie wieder raus, greif richtig tief in deine Tasche und kauf sie nochmal raus aus diesen Gefangenschaftsbeziehungen und nimm sie nochmal als deine Frau. Ich meine, hey, wenn du das mal durchlässt, was der Hosea hat durchgemacht, an Zerbruch, an Enttäuschung, hey, das ist heftig. Und Gott sagt, mach es noch ein zweites Mal. Und damit deklarierst, wie gern das ich Menschen habe. Und er sagt am Schluss, in den letzten Tagen werden Menschen bebend zu mir zurückkehren, weil sie verstehen, ich habe Menschen so gern, wie der Hosea das deklariert hat bei Gomer. Ich kaufe es raus, ich kann es nicht lassen, ich will es unbedingt. Und damit haben wir 2 Aussagen. In den letzten Tagen werden Menschen eine Konfrontation haben mit der Liebe Gottes, was sie daraus tut. Und gleichzeitig in den letzten Tagen wird um unser Herz ein Kampf sein, dass unsere Liebe immer mehr erkalten. Und darum glaube ich, ist es mega wichtig, dass wir mit offenen Augen da durchgehen. Ich sage jetzt mal bewusst, den Kampf für Liebe kämpfen, dass unser Herz bewahrt bleibt. Und wir wieder zurückkehren und zum Ursprung, wo Liebe entspringt, nämlich im Gesetz, in dem, was Gott uns gegeben hat und gesagt hat, dass aus dem heraus wir die Liebe erleben dürfen. Weil dieser Gott liebt uns Menschen so sehr, dass es einfach keine Worte dafür gibt.
Ich wünsche uns, dass wir in dieser Liebe unterwegs bleiben, brennend im Herz für unseren Jesus.